Hallo, ihr liebe Leid. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Und jetzt geht's mal in die Zauberfesterei. Ich nehme an, dass es einen guten Grund gibt, warum ihr diesen Ort betretet. Ihr seid Abdel Adrian, nicht wahr? Und der Name von, die Stimmen vom Koordinator, die kommt mir ach sehr vertraut vor. Ihr kennt meinen Namen, wie kann dann Ihr das habt in sein? der Stadt Nachforschungen angestellt. Ich habe meine Spione und Augen dort. Sicherheit ist sehr wichtig, wenn man mit einer Einrichtung wie dieser zu tun hat. Ich weiß, warum ihr gekommen seid. Ihr wurdet beobachtet, seitdem ihr die Insel betreten habt. Zweifellos seid ihr voller Sorge um Imoen. Ja, die Stimmen kennen wir sehr gut. Sie erfreut sich bester Gesundheit. Und wenn ihr mir erlaubt, will ich euch zu ihr bringen. Dies ist kein Gefängnis, sondern eine Einrichtung zum Heilen und Lernen. Dann gebt sie frei. So einfach ist das nicht. Aber so einfach ist das ja nie, stimmt's? Schweigt. Ihr werdet es besser verstehen, wenn ich es erst erklärt habe. Es sieht ganz nach einem Ort aus, der diejenigen aufnimmt, die mächtiger sind, als ihnen gut tut. Nützlich. Aus einem bestimmten Blickwinkel. Bitte, ihr habt euch so bemüht, hierher zu kommen. Erlaubt mir euch zu zeigen, was ich meine. Ich werde euch selbst die hiesige Örtlichkeit erforschen lassen und euch zu Imoen führen. Aber ich bin auf Verrat gefasst. Hier entlang Abdel Adrian. Ich werde es euch erklären, während wir gehen. Ich hoffe, das So, bringt so. was. Können wir Ich da kümmere hier? mich drum. Verschlossen. Aufkriegen wir es auch nicht. Ja, Da brauchen wir ist schon einen Schlüssel geschehen. dafür. So kommen wir an drei. Müssen wir wohl folgen. Die Zelle von Imoen war hier. Du erinnern wir uns auch aus der Heim für Sequenz. magisch Verwirrte beherbergt Leute, die alle von einer geregelten Umgebung profitieren können. Man kann sie auch studieren, um zum Beispiel besser zu verstehen, wozu sie in der Lage sind. Nehmt die junge Dili. Sie wurde wegen ihrer Talente von ihrer Familie verstoßen. In bemerkenswert jungen Jahren lernte sie, sich die magische Energie zunutze zu machen, sodass sie, wann immer sie es wollte, ihre Gestalt verändern konnte. Das ist dann wahrscheinlich das, was man als wahrer Wandler dann kennt. Habt ihr heute ein neues Gesicht? Ich glaube ja. Ich kann das echte Gesicht sehen. Morgen bin ich ihr. Okay? Hier ist sie in Sicherheit. Und andere haben von ihr gelernt. Das sind unschätzbare Informationen. Lux, also die verwandelt sich in so ziemlich alles, was sie kann. Hallo. Ihr seid neu. Sind das eure Gesichter? Lustig. Vielleicht mal ändern? Was stimmt mit meinem Gesicht da nicht? Nix. Verändert ihr euer Gesicht nicht? Das ist in Ordnung. Ich werde es nehmen und für euch verändern. Keine Sorge. Ihr könnt es auch behalten. Was seid ihr heute? Ja, ich lasse euch mal die Pause in Ruhe genießen. Es sollte nicht von Leuten weggehen. Es ist schwierig, euren Geist zurückzugeben, wenn ich es nehme. Ich sollte euch euren Namen wissen. Ich soll auch euren Namen wissen. Ich sollte wissen... Ich habe selbst in Sümpfe mit Todesweg Heulkinder getroffen, die angenehmer waren. Halten sie besser von mir fern, sie macht mich völlig verrückt. Ja, ist wohl wirklich besser so. Wen haben wir hier? Das ist Warnev. Er war der Koordinator des Heimes, bevor ich seinen Posten übernommen habe. Er war den magischen Kräften zu lange ausgesetzt, fürchte ich. Wahrscheinlich zu viel Geistesbeeinflussungszauber abkriegt und wahnsinnig war er. Was? Was wollt ihr? Reicht es noch nicht? Ich will, dass dieser Flur geputzt wird. Und starrt mich gefälligst nicht an. Sein Verstand wusste nicht mit den Energien, die diesen Platz erfüllen, umzugehen. Eine unerwartet heftige Reaktion auf einen Zauber hat ihn so dramatisch aus der Bahn geworfen. Ich habe wohl einen Partner gehabt, der ein bisschen unglücklich auf ein bestimmtes Schwert reagiert hat. Das macht's noch nicht zum Unfall. Niemand konnte das vorhersehen. Doch durch unsere Studien können wir verhindern, dass so etwas noch einmal passiert. Aber
Seine berufliche Laufbahn ist zu Ende. Ja, das sieht wohl ganz so aus. Der hastet weiter. Was? Was wollt ihr? Steht gefälligst stramm! Ich will diesen Bericht bis Sonnenuntergang. Ich will, dass dieser Flur geputzt wird und starrt mich gefälligst nicht an! Hey, schon in Ordnung. War einfach müde von der Arbeit hier. Wollte einen kleinen Urlaub. Dachte an den Ruhestand und möglicherweise den Tod. Zeit, sich nach unten zu begeben. Nach unten. 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 Okay, und warum schaffst du mit der Insasse hier? Keine Fragen. Vereinbart einen Termin. Der Koordinator spricht mit niemandem. Niemand spricht mit dem Koordinator. Und gibt sich selbst mit Schwäche und erliegt ihr schließlich. So ein Fehler kann auch nur einem Männchen passieren. Ja, das ist mal wieder reizende Sicht auf die Dinge wie Konya. Wenn er mal hier. Das ist Naljes Kal. Einst ein großer Barde von einiger Bedeutung, ist er heute doch nicht viel mehr als ein Kind. Sein letztes Forschungsprojekt beschäftigte sich mit der Natur des Universums und der Frage, was zwischen den Göttern liegt. Irgendjemandem missfiel sein forschender Blick ganz offensichtlich. Ich hatte meine Hübschen. Sie türmten sich bis in den Himmel. Ich erinnere mich allerdings nicht daran, wo sie jetzt sind. Meine Hübschen. Reizend. Irgendwie bekommt er Zauberfähigkeiten und ist unglaublich gefährlich, wenn man ihn unbeaufsichtigt lässt. Hallo? Hallo. Seid ihr zu mir gekommen, um zu spielen? Ich liebe es, mir Geschichten von weit weg auszudenken. Von viel weiter weg, als man sehen kann. Oder sollte. Und wie kommst du hierher? Wie kommt's, dass wir irgendwo sind? Ich hab das mal gefragt. Hab ganz weit hinter die Sterne geschaut. Hübsche Sterne. Sollt nicht so weit schauen. Es guckt zurück, aber jetzt ist es mir egal. Ich sammle mal hübsche, glänzende Dinge. Hübsch. Der Babbel von Edelstähle und so, das weiß ich genau. So schade, dass man nicht in den Kopf von einem Bekloppten reingucken kann. Vor allem in den Kopf. In den Kopf von einem Bekloppten reingucken kann. Sehr schön. Korgan wird auch immer mehr Pelzer. Das freut mich auch. Gut, hier ist noch hier. Hier ist noch wer. Das ist Avril. Und auch sie sieht ein bisschen zu viel. Experimente mit planaren Reisen haben ihr einen Einblick verschafft, der weit über die Welt hinausgeht, die wir kennen. Unglücklicherweise kann sie auch die Bewohner dieser anderen Ebenen sehen. Ups. Offensichtlich sind sie recht zahlreich. Und so ist sie nie wirklich allein. Überall. Überall. Hinten. Oben. Überall. Sie schläft nicht viel. Welchen Nutzen haben Augenlider, wenn man durch alles hindurchsehen kann? Man wird sie noch studieren, sodass ihr Zustand vielleicht doch noch für etwas gut ist. Nett. Da retten wir noch einmal mit derer. Was? Was wollt ihr? Ich sehe euch. Ich sehe euch alle. Was hätten sie da mit euch gemacht? Frohe Prüfungen. Sind sie hier oder sind sie dort? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob sie hier oder dort seid. Ich warte, Okay. wenn es denn sein Und du muss. ist noch was? Wer ist dann hier? Gute Idee, das mir zu Das übertragen. ist Tiax. Über ihn ist nicht viel bekannt. Man fand ihn tobend am Straßenrand. Tiax regiert sie alle. Ihr seid nur Schmiere auf den Zahnrädern seiner Herrschaft. Bringt das Quietschen derer, die protestieren, zur Ruhe. Er regiert alle. Der kommt übrigens auch schon in Baldur's Gate Ends vor. Ach, so ein Spinner. Ganz offensichtlich stellt er, wie ihr sehen könnt, eine Gefahr dar. Da ist er. Er regiert alle. Fürwahr, das tut er. Ihr werdet nicht mehr sein als der kleine C am Denkmal seiner Allmacht. Seid dankbar für diese Chance. Ach, klasse. Ich habe gedacht, ich werde den lächerlichen Gnom schon damals in Baldur's Tor loswachen. Tiax regiert sie alle von diesem Thronraum aus. Ihr alle seid die Diener seiner Größe, auch wenn ihr Unwissenheit heuchelt. Die Himmel bewegen sich, weil er mit der Hand winkt. Die Wasser bewegen sich, wenn er mit den Zehen wackelt. Die Winde wehen, wenn er vorübergeht. Und wenn er will, kann er sie alle zerschlagen. Und wenn ihr so mächtig seid, warum verlasst ihr den Ort nicht einfach?
Tiax ignoriert das. Geht und gebt allen Kunde von seiner Macht. Tiax regiert alle. Fragt ihn und ihr werdet sehen. Ja? Okay, du wissen wir auch Bescheid. Du ist ach nicht viel daheim, wenn man dem so zuhört. Der Bewohner dieser Zelle ist ein gealterter Elfenmagier. Sehr mächtig. Magier vor allem. Jedoch nicht in der Lage, irgendeiner Seele Vertrauen zu schenken. Er heißt Dradil. Mhm. Böser Hund! Böser Hund! Überall Werwölfe! Zurück! Zurück mit euch! Offensichtlich hat er irgendeine Art traumatischer Experimente hinter sich. Mit der Macht, über die er verfügt, kann man ihn nicht frei herumlaufen lassen. Scheint wohl so, Sag ja. mir, was zu tun. Ich hoffe, das bringt was. Und da ist er. Ihr? Kenne ich euch? Nein, ich kenne niemanden. Zurück, böser Hund! Platz! Keine weiteren Tests! Keine weiteren Fragen! Es reicht! Zurück, böser Hund! Du riechst wie Golodon, der Entmannte! Bastard! Sein Gequassel ist bedeutungslos. Er flucht auf längst verstorbener Feinde. Ja, so sieht's aus. 210 Goldmünze und die Ketten nehmen wir aber trotzdem noch mit. Und ja. Ich freue mich dann, wenn die so stark sind. Ich warte. Es muss doch ach ewig gedauert haben, die zu überwältigen. Ich will nicht wissen, wie viele bei deren Gefangennahme gestorben Ich kümmere sind. mich drum. Und da ist Imone. Und zum Schluss die ihr sucht. Es geht ihr angesichts der Umstände recht gut. Zu Lea. Lea. Was habt ihr denn da? Sie sieht aus, als wäre sie nur ein Schatten ihrer selbst. Zurzeit scheint sie nicht willens zu sein, zu antworten. Ihr Bewusstsein kommt und geht. Es ist ein Glück, dass ihr jetzt gekommen seid. Ich werde euch dafür töten, was ihr hier getan habt. Oh, das habt ihr falsch verstanden. Für mich ist es ein Glück, dass ihr jetzt gekommen seid. Mit ihr bin ich fast fertig. Jetzt bin ich hinter euch her. Ich wusste, dass ihr nach ihr suchen würdet. Und so war der Weg schwer, doch nicht unmöglich. Es war alles so arrangiert, um eure Fähigkeiten zu testen. Idiotischer Plan. Ich bin leicht in der Lage, jeden Hinterhalt von verhülltem Magier zurückzuschlagen. Die verhüllte Magier leiten das Heim nämlich. Mit Bodhis Hilfe war es mir leichtest, die Kontrolle hier zu übernehmen. Sie ist eine nette Schwester, bin auch ein bisschen raubtierhaft. Das tue ich. Ihr seid Irenikus und ich schulde euch ein großes Maß an Schmerz. Wer hätte es gedacht, das ist Irenikus. Ihr versucht wohl Gerechtigkeit zu üben oder Rache zu nehmen. Das ist mir egal. Ihr werdet nichts ausrichten können, was ich nicht gestatt. Euer Schicksal war schon besiegelt, bevor ihr hier angekommen seid. Es sind die Essenszugabe durch den Meister der Kräuter, Herrn Semon Havarian. Drei nehme ich. Ich bin auf einen Hinterhalt vorbereitet und versucht zu kämpfen, will euch gar nichts einbringen. Ihr werdet feststellen, dass ihr machtlos seid. Ich habe Vorkehrungen getroffen, dass ihr nicht zu schade kommt. Zorn wäre vergeblich. Es wird kein Kampf geben, kein Heldentum, nur Schlaf. Blöp. Und wir kriegen irgend so lustiges Gas ab und sind eingeschlafen. Und jetzt hocke ich hier in der Röhre. Es scheint, dass mein Besucher erwacht ist. Es ist so, wie ich es vorher gesagt habe. Alles ist so eingetroffen. Ich fürchte, ich war euch gegenüber im Vorteil. Ich habe euer Kommen von Anbeginn geplant. Es konnte nicht anders laufen. Eine Prise Verrat von Simon und eine Zauberzutat. Ein gutes Rezept für eine Suppe oder ein anderes Gericht. Nicht zu entdecken und nicht mehr als ein Gewürz bis zu meiner Beschwörung. Doch grämt euch nicht. Ihr braucht euch um nichts mehr zu sorgen. Euer Leben endet heute. Ich will euch umbringen. Ja, ich glaube gern, dass ihr es tun würdet. Kann ich euch nicht für übel nehmen. Denn wenn ich den Tod anderer aus ähnlichen Gründen wünsche, nie einmal, dass einer von uns zurückstecken muss.
Keine Angst, Imone hat bereits hinter sich, was sie für Meister erleiden musste. Sie hat sogar überlebt und das bedeutet euch sicher viel. Ihr seid stärker, zielstrebiger und ihr seid euch eurer bewusst. Ihr braucht mich, weil ich ein Baalskind bin. Lasst zu gehen und wir können retten. Aber bewusst, wessen bewusst? Bewusst dessen, was ihr seid. Ein Kind von Baal. Ihr seid euch dessen bewusst und sie ist es nicht. Das versetzt euch in die Lage, besser zu fokussieren. Habt ihr das nicht gewusst? Wollt ihr damit andeuten, sie wäre ebenfalls ein Baalskind? Das kann nicht sein. Ihr müsst es doch schon vermutet haben. Vielleicht hat sie kein Artzeichen gefühlt, aber der Makel war bereits da. Sie ist im gleichen Alter und wurde offenbar als Kind fortgebracht. So wie ihr. Euer Freund Gorion hat euch besser früher schon etwas über euch selbst erzählt. Das dann hätten ihr vielleicht gelernt, euch nicht vor euch selbst zu fürchten. In der Tat, Imone ist ein Kind von Baal. Ich vermute, ihr unschuldiger Charme und ihr Humor überlagerten das Dunkle in ihr. Sie zeigt nur deshalb keine Symptome, weil es in ihrer Seele keinen Platz für die Schatten gewahrt. Daher musste ich nun ein paar sehr tiefe Schatten zeigen. Schlimm, dass es getan werden musste, aber es war notwendig, um das zu kriegen, was ich gebraucht habe. Nun muss ich mich auf euch konzentrieren. Ich bin stark genug, um euch zu stoppen. Nee, Abdel Adrian, das seid ihr nicht. Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass ihr sterbt. Schade eigentlich, aber unumgänglich. Seht ihr die Schattendiebe in der anderen Räume? Sie sind die Frucht von Bodhis Gildenkrieg und ihr Tod wird euch euer göttliche Seele entreißen. Also es heißt, die ganze Leute, die man rekrutiert hat, sind für nichts anderes gedacht gewesen, als magische Ritualkomponente. Habt keine Furcht, Abdel Adrian. Ich denke, es wird alles kurz und schmerzlos verlaufen. Mal andere Kompagnons sind da in der Zelle außer eingesperrt. Und jetzt werden wieder jede Menge Schattendiebe getötet durch Verzückung des Vaters. So. Jetzt sind wir wieder in der Seele und sind in Kerzenburg. Kämpft nicht. Kämpfen bedeutet verlieren. Ich stelle mich jeder Gefahr und ich Ihr gewinne könnt jeden das Kampf. nicht alleine schaffen. Findet mich im Innern. Findet mich im Innern. Ja, jetzt sind wir wieder in einer Traumversion von Kerzenburg aus Baldur's Gate Ends. Gurgeln wir da mal rum. Ach ja. Ja, du konnte mal ursprünglich dann in Baldur's Gate Ends reingehen. Und hier ist es halt wirklich nur so Traumsequenz. Jetzt muss ich gerade mal Werte checken. Ah, das sind noch die anderen Pferde. Bei der Schenke. Ich muss gerade mal Werte checken. Okay. Okay, dann muss das wohl so sein. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das mache. Aber ich denke, das muss jetzt wohl einfach sein. So, da kann ich noch ein bisschen rumlaufen. Aber das wird mir jetzt eh nichts bringen. Das ist wirklich nur die Karte erkundet, mehr oder weniger. Und außer ist ja abgeschnitten. Aber Kerzenburg war ein schönes Level für Stufe 1 Charaktere, fand ich. Wenn man sich da gut genug angestellt hat, hat man, glaube ich, auch genug Level kriegt. Oder genug Erfahrungspunkte kriegt, dass man auf Level 2 aufsteigen konnte in Kerzenburg schon. Also Baldur's Gate Ends fängt ja wirklich mit Level 1 an. Und man kann es, glaube ich, maximal mit Level 8 beenden. Und in Baldur's Gate 2 kommt man halt wirklich schon direkt an die Grenze dran. So. Also mehr geht dann einfach nicht mehr. Okay, das war's hier. Dann gehen wir mal dort hier. Ah, da komme ich auch durch. Okay. So bin ich bisher auch noch nie gelaufen, aber warum nicht? Ja, also Baldur's Gate 2 kann man teilweise auch wirklich mit Level 20 beenden und Thron des Baal geht's halt noch ein bisschen weiter. So schafft man es dann halt wirklich, dass man in der epische Bereich reinkommt. Weil Baldur's Gate 1 ist halt wirklich nur, sagen wir mal, wir entwickeln Charaktere, die irgendwie Standard drauf sind.
Und in Baldur's Gate 2 am Anfang ist ja auch einfach nur so Standard, würde ich sagen, was man ist. Und man wird halt immer stärker und stärker und stärker und zum Schluss ist man im epischen Bereich. Und in Thron des Baal wird dieses Epische halt vollkommen ausgelebt. So, jetzt mache ich erst nochmal hier reingucken. Was bist denn du für ein schöner Balor oder ein Dämon? Der Weg führt ins Innerste unserer Seele. Nur durch Opfer erhalten einen solchen Einblick. Seid ihr bereit, etwas von euch zu geben, um euch selbst zu erkennen? Seid ihr bereit, euch selbst loszulassen, um euch aus der Ferne besser erkennen zu können? Wählt das Opfer aus, was ihr geben wollt, um euch selbst zu erkennen, um in euch selbst einzudringen. Gebt etwas von eurer Fähigkeit, eurer Gesundheit, eurem Geist und eurer Jugend. Ja, Konstitution will ich nicht einen Punkt abgeben. Ein Intelligenzpunkt. Weisheitspunkt. Jugend wäre Geschicklichkeit für einen Dieb absolut die Hölle. Ich gebe nix. Ich frohe mal. Ich kämpfe. Ich bin nur der Türwächter, der euch davor abzuhalten hat, hineinzulaufen. Mich zu bekämpfen hieß, euch selbst zu bekämpfen. Fruchtloses Unterfangen, ich werde nicht weicher. Seid ihr bereit, etwas von euch zu geben, um euch selbst zu erkennen? Bla 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 bla, das haben wir schon. Verlangt zu viel. Dann bleibt die Tür geschlossen, weil ihr könnt beim Rumstolpern nur drin mehr Schaden errichten, als ihr die beliebige Kraft von außen. Oh je, okay, dann muss das so sein. Ich will von meinem Verstand geben und somit von meiner Fähigkeit zu verstehen. Und schon bald lasst ihr euch Nimi durch Tatsache verwirren. Ihr nähert euch der Emotionen eurer Seele. Ihr erkennt euch selbst durch das, was ihr verloren habt. Das ist also Geste von eurem Wille. Geht jetzt und fürchtet nicht, was auch immer kommen mag. Einen Intelligenzpunkt verloren. Statt 14 jetzt auf 13 runter. Das ist halt echt hart, weil du in Baldur's Gate 2 keine Bücher findest, die einen Attributspunkt erhöhen. Nur Gegenstände, die die Attribute hochpushen. Aber nicht irgendwie so eine Grimoire der Intelligenz oder sowas, was der Intelligenz dauerhaft um einen Punkt erhöht. In Baldur's Gate Ends hat man das halt mehrfach. Und das finde ich schon ziemlich hart hier. Zumal man im Pen and Paper Dungeons and Dragons ja auch immer noch gewisse Stufe auch immer einen Attributspunkt neu dazu kriegt, den man verteilen kann. Was hier leider nicht der Fall ist in Baldur's Gate 2. Ja. Sehr schade drum. Da ist noch einer. Auf die Knie! Ihr könnt nicht anders. Ich bin in euch. Ich bin euer ureigenstes Wesen. Und es ist Baal in der Figur von Sarevok. Ich will euch nicht bekämpfen. Wenn ihr in mir seid, will ich euer Macht. Ihr wurdet nicht geboren, um etwas zu ersetzen. Ihr seid Nahrung für die Wiederkehr. Ich werde tun, wozu ihr geboren wurdet. Ihr werdet euch dem Instinkt ergeben, dem Blut. Und jetzt attackiert er uns. Und gegen den haben wir einfach keine Chance. Das heißt, wir gehen weg. Und fliehen nach Kerzeburg. Also rein mit uns. So, dafür haben wir immerhin teuer mit Intelligenz bezahlt. Wenn es denn sein muss. So, da ist er hinter uns her, der Kasperkopf. Und Imon muss hier irgendwo sein. Da ist er. Ich kann euch dort sehen. Wartet. Und wir können gewinnen. Und was machst du hier? Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, war schon bei Sinner. Psst. Bevor die Schatten wieder zurückkommen. Ich habe gesehen, was die Zukunft bringt. Einer allein kann nicht kämpfen. Wir müssen gemeinsam gegen euren Instinkt ankämpfen. Alleine würdet ihr fallen. Ob ihr nun gewinnt oder verliert. Aber hier, soweit ich sehen kann, können wir es besiegen. Geht und führt die Bestie hierher. Führt sie zu mir und wir werden sie gemeinsam bekämpfen. Gemeinsam. Er erwartet uns nicht gemeinsam. Aber er hat mir gezeigt, wie es geht. Geht und führt die Bestie hierher. Das ist eure einzige Chance. Und meine letzte. Jetzt. Es ist in Sichtweite. Ich werde meinen Willen dem euren hinzufügen. Er hat mir gezeigt, wie man es verwundbar macht. Gut, na dann, truffende Wetter. Wenn mich nicht rasch jemand heilt. 8 Schadenspunkte, gewittert und Keitel. Dann nehmen wir doch für den Gegner wieder die göttliche Rage.
Und ruf unter Wetter, die Sache. Wenn der uns das Feuer abschlachtet. Und er macht auch dieselbe Schadensgeräusche, wie das Sarajevo gemacht hat. In Baldur's Gate Ends. Und noch einmal einer Trinker. So, jetzt ist er wieder... Ah, ganz kurz. Der war nicht nur betäubt, auch wenn es getroffen hat. Ja, der ist schon nicht von schlechten Eltern, was das Schade angeht. Ich bin euer Instinkt und doch verleugnet ihr mich. Ihr bekämpft mich. Ich sollte euch verschlingen. Wie könnt ihr es wagen? Ich spüre eure Seele. Sie hat Gestalt angenommen, um von innen zu leiten. Ihr unterscheidet euch von euren Verwandten. Aber es ist schwach und wird nicht noch einmal helfen. Ihr seid innerlich leer. Es ist nichts darin. Nur der Instinkt. Irgendetwas ist nicht in Ordnung. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Mhm. Scheinbar nicht so toll gelaufen zu sein wie gedacht. Wunderbar. Ihr seid wirklich stark. Ihr leistet Widerstand um jeden Preis. Ein Jammer, dass ihr innerlich schon tot seid. Ihr könnt mich nicht gegen mich selbst... Ich kann mich nicht... Nee, ihr könnt mich nicht gegen mich selbst wenden. Ich verfüge über Kräfte, die ihr nicht sehen könnt. Ich weiß nicht, was ihr gesehen habt, während ihr in dem Zauber gesteckt habt, aber hier in der Welt der Lebenden verliefen meine Pläne so, wie ich es gewünscht habe. Ich habe euch alles, was euch ausmachte, entzogen. Alles. Das ist der schlimmste Fluch. Ich sollte es wissen. Ich werde jeden von euren Schritte bekämpfen, Irenicus, was immer ihr auch plant. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ihr das tun würdet. Doch ihr seid nicht länger eine lebende Bedrohung. Ich habe euch jedwede Göttlichkeit genommen und euch eurer Seele beraubt. Der Fluch, der gegen Bodhi und mich geschmiedet wurde, ist nun beendet. Und der gegen euch beginnt. Ihr werdet verdorren, vergehen und sterben. Ja, das heißt nichts anderes, als dass Bodhi und Irenicus Seelenlose waren. Und die haben sich jetzt 2 neue Seele geschnappt und das auch noch von Baals Kinder. Also herzlichen Glückwunsch. Bodhi, entfernt dieses Nichts. Und genauso Imoen. Wir wurden durch sie wiederhergestellt und brauchen sie nicht länger. Noch süßer ist nun die Rache, die unser sein wird. Wie ihr wünscht, mein Bruder. Und die haben beide gewisse Art von Unsterblichkeit errungen, wobei sie ihre Seele nicht brauchen. Bodhi hat halt den Weg als Vampir gewählt und Irenicus ein wesentlich interessanterer Weg, wie ich finde. Natürlich. Sorgt so schnell wie möglich dafür. Ich werde unsere Freunde im Dunkeln über unser Kommen informieren. Wir werden unseren Angriff hier planen. Ja, aber was Irenicus unsterblich gemacht hat, beziehungsweise was Irenicus davor abgehalten hat, zu verdorren als Seelenloser, das werden wir noch später erfahren. Ich entbiete euch ein Lebewohl, Kind von Baal. Wir werden uns nicht wiedersehen. Mensch, du. Und so findet euer Leben nun sein Ende. Wie schade. Ihr wart unerwartet standhaft. Das gefällt mir. Spart mal die Worte und tun das, was man euch befohlen hat, wie ein gutes Mädel. Irenicus will in der Tat euren Tod, aber ich bin jetzt sein Schoßhund und ihr untersteht jetzt meinem Wille. Eure höhnische Bemerkungen werden kein Groll gegen meinen Bruder hervorrufen, aber ich muss ihm auch nicht sofort gehorchen. Eure Fähigkeiten haben mein Interesse geweckt und da ihr sterben werden, würde ich euch gern auf unterhaltsame Weise sterben lassen. Irenicus kann so hart sein, wenn er will. Er plant die Rache für seine Verbannung und kann an nichts anderes mehr denken. Ich befürchte, dass sein Entschluss, lebendig zu bleiben, eine Fehlentscheidung war. Der Untot hat mich dazu gebracht, mich auf die Fähigkeiten von mächtigen Kreaturen zu konzentrieren, um mich auf die zu interessieren. Für die zu interessieren. Ich interessiere mich für euch.
Und ich werde euch sowohl ruhmreiche als auch einen unterhaltsamen Tod bereiten. Na, mach schlimmste Bodi, ich fürchte euch nicht. Das solltet ihr. Ihr müsst meinen Spießrutelauf auf euch nehmen, um euer Leben zu verlängern. Ihr müsst es in dem Wissen tun, dass ihr nur eine winzige Chance habt, etwas zu verändern. Seht ihr den Gang vor euch? Das ist der dunkelste Teil vom Heim und seiner Geschichte. Eine Prüfung der Klarheit von seiner Gefangenen. Von einem Direktor, der sich dort gefreut hat, den Geist zu sezieren. Jetzt steht er unter meinem Einfluss. Und der Ort wird von mir kontrolliert. Es ist ein Meisterstück des Wahnsinns. Das ist etwas, was ihr genauso gern kennenlernen werdet. Es ist eigentlich die Zeit vergangen, seitdem ich die Verfolgung von einem würdigen Gegner aufgenommen habt. Geht ins hiesige Labyrinth und suche noch im Ausgang. Ich gebe euch Zeit zu laufen. Doch dann werde ich komme und speise. Aber ihr laufen nicht nur zu meinem Vergnügen. Ich gebe euch euren Anreiz, um die Jagd ein bisschen interessanter zu gestalten. Vielleicht könnt ihr Erenikus noch einen Strich durch die Rechnung machen, obwohl die Chance gering ist. Seine Pläne werden Zeit brauchen, gerade so lange wie meine Jagd dauert. Absolviert man Spießrutelauf und ihr werdet sterben oder frei sein. Die Jagd beginnt. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Gruppe fähig sein würde, mich das Bier zu übertragen. Aber dennoch bin ich beeindruckt. Und das erfreut Edwin. Das finde ich schon etwas gruselig, dass dem so ist. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Und morgen geht es dann wieder weiter mit Let's Play Baldur's Gate 2. Schatten von Arm auf Pelzig, wo wir auch mit der guten Imone sprechen werden. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.